Eine sehr gute Frage vom Doc. Und jetzt hoffe ich mal, dass mich mein altes Tischmikro nicht im Stich lässt, weil das Headset funktioniert noch nicht so, wie es sollte, nicht wahr? Aber dazu später mehr. Reist zurück in der Zeit. Ja klar. Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran. Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von kontinuum erschütterndem Ausmaß führen. Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Stellt sich die Frage, ob es da so einen großen Unterschied gibt, nicht wahr? Weil, viel mehr können wir uns ja gar nicht vorstellen, von daher... Warum schalten wir nicht die Behörden ein? Was wollen wir Ihnen erzählen? Dass mein Freund aus der Zukunft Beweise dafür hat, dass ich morgen ermordet werde? Die bringen uns beide in die Klapsmühle. Und glaub mir, du willst kein Irrenhaus von 1931 von innen sehen. Haben Sie schon Erfahrungen damit? Hey, vielleicht könnte ich mit den Gangstern reden und ihnen sagen, dass sie den Falschen haben. Ich denke nicht, dass die Kriminellen dieser Zeit sehr offen gegenüber einem Fremden sein werden, der ihnen erzählt, dass ihr geheimer Mordplan falsch ist, oder? Naja, man könnte es doch mal versuchen, Doc. Können Sie das nicht überstehen? Jetzt, wo wir wissen, was kommt, könnten wir Sie vielleicht in einer kugelsicheren Weste an den Gangstern vorbeischmuggeln. Das würde vielleicht bei 1 oder 2 Kugeln funktionieren. Aber laut Artikel werde ich von einem Kugelhagel niedergemäht, der von dem unschuldigen Unbekannten nicht mehr übrig ließ, als eine breiige Masse aus Knochen und Knorpeln. Wer schreibt denn sowas? Der Angabe nach eine Edna Strickland. Hätte ich mir denken können. Also mit dieser Edna stimmt irgendwas nicht. Zwar weil sie so häufig erwähnt wird, ich habe so das Gefühl, dass wir mit der noch öfters zu tun bekommen. Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie hier raussprengen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich muss dir dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Ich, ihr, ich, wir, ich bin langsam ein bisschen verwirrt. Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raum-Zeit-Kontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Na klar. jetzt ist mal wieder in Ordnung, oder was? Na gut, es betrifft nur ihn selber, nicht noch andere Personen, von daher, naja. Wie soll ich Ihr jüngeres Ich davon überzeugen, den Raketenbohrer fertig zu bauen? Ihm erzählen, dass ich sein älteres Ich aus dem Gefängnis holen will? Auf keinen Fall. Was auch immer du machst, du darfst meinem jüngeren Ich nichts über Zeitreisen erzählen. Die Inspiration für den Fluxkompensator bekomme ich erst 24 Jahre später. Was soll ich dann machen? Sei einfach so charmant wie immer. So wie ich mich erinnere, bin ich recht unkompliziert. Es sollte also ein Kinderspiel sein, mich zu einem wissenschaftlichen Experiment zu bewegen. Recht unkompliziert, ja. Na, ob das so gut geht? Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich Sie finden? Ich meine das andere Sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche, okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Cool formuliert. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc, ich hole Sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Naja, da bin ich noch nicht so sicher, Freunde. Aber gut. Dann rufe mal bei dem Onkel Doktor an, nicht wahr, Marty? Ja, wenn du so meinst. An wie Marty daher wackelt. Und dessen Name schaukeln. Mann, nee, bist du Donkey Kong oder was? Achso, nur ein Auto. Nur ein altmodisches Auto.
In der Radkappe auf dem Kofferraum wohlgemerkt. Hat sich was geändert? Hallo, ich brauche eine Suppe. Okay. Hey, schon gut. Ja, kurzsichtig und taub. Alter, du tust mir leid. Was steht denn da? Heutige Suppe, Kabatsche. Ist das irgendwie eine Käsesuppe oder so? Kabatsche. Eine spezielle Fleischsorte, keine Ahnung. Sonst keiner mehr da. Ah, doch, der Typi. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Ja, als ob dich das groß kümmern würde, Martin. Ich meine, du und der Doc habt schon so viel geändert. Dann kannst du auch so ein bisschen nicht mehr da fahren, aber gut. Rufen wir bei dem jüngeren Doc Brown an. Oh Mann. Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. Das ist ein bisschen crazy und vor allem, weil es hieß, der jüngere Master Doc. Doc hat uns nie erzählt, dass sie irgendwie, was weiß ich, in einem Schloss so gewohnt hat mit dem Butler und all dem. Frag ihn doch mal kurz. Bedrohliche Musik. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich muss rennen! Renn, Marty, renn! Ich sagte rennen, nicht joggen. Zu enge Hosen! Ja, du tust mir leid. Psst, Doc! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Als ob das so schnell gehen würde. Hey, Mann! Der hat überhaupt kein Raum-Zeitgefühl mehr. Vor allem kein Zeitgefühl mehr. Wo bist du gewesen? Was machen Sie im Gefängnis, Mann? Ich habe meinen Großvater gesehen. Raten Sie mal, wem ich in der Suppenküche in die Arme gelaufen bin. Meinem Großvater. Nein! Keine Sorge, ich habe nicht mit ihm geredet oder seine Zukunft verändert oder sonst was. Gut, Doch, ich wünschte, ich könnte. Dieser Tennen behandelt ihn wie Dreck. keine Sorge. Wenn die Geschichte so abläuft, wie sie soll, dann ist er bald nicht mehr unter der Fuchtel von Kit Tannen und kann sein Leben als einfacher Buchhalter mit einer Großmutter verbringen. Wie hieß sie noch gleich? Sylvia. Richtig, Sylvia. Naja, ob das wirklich so gut ausgeht? Wie sind Sie 1931 überhaupt im Gefängnis gelandet? Während meiner Reiseversuche. Das Feuer in der illegalen Bar. Genau. Ich dachte, ich hätte mich auf der anderen Straßenseite sicher versteckt. Aber bei dem Brand gab es eine riesige Explosion. Ein Ziegelstein traf mich und ich verlor das Bewusstsein. Wahrscheinlich von dem Fusel in der Bar. Jedenfalls war ich, als ich aufwachte, hier im Gefängnis und wegen Brandstiftung angeklagt. Das ist furchtbar. Ich weiß. Schlimmer ist, dass ich immer noch nicht weiß, wer das Feuer gelegt hat. Interessant. Wo waren Sie die ganze Zeit? Sie haben mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt, Marty. Aber ich wollte dich ein Weilchen dein eigenes Ich leben lassen. Frei vom Wahnsinn des Zeitreisens. Ja, es war schön, dass mir für ein paar Monate mal nicht meine Familiengeschichte um die Ohren geflogen ist. Außerdem musste ich meine eigenen unberechenbaren Teenager großziehen. Gute Frage, denn er spricht damit seinen Teenager, seine beiden Kinder an, die wir am Ende des dritten Films gesehen haben. Da stellt es mir doch glatt die Frage, erstens mal, wie kam sein DeLorean wieder mal zurück, nicht wahr? Weil den haben wir im dritten Teil geschrottet. Danach musste er den Zug umbauen zur DeLorean-Alternative, sag ich jetzt mal. Und die andere Frage ist, wo ist seine Frau abgeblieben? Also dem britischen Typen am Telefon nach arbeiten Sie drüben im Gerichtsgebäude. Natürlich! Im Sommer 31 ließ mich mein Vater da als Bürogehilfe arbeiten. Das klingt nicht nach Spaß. Ich hasste jede Minute. Mein Vater war, streng. Auf jeden Fall solltest du sofort zum Gerichtsgebäude gehen und dich mir vorstellen. Was macht ein Gerichtsbeamter überhaupt? Furchtbaren Papierkram, aber das ist nicht wichtig. Geh zum Gerichtsgebäude und finde mich. Ja. Wie geht's Clara und den Kindern? Gut, es geht ihnen gut. Momentan versuchen wir uns zu entscheiden, wann wir Jules und Vern auf das College schicken sollen. Clara ist für die 2020er Jahre, ich bin mehr für die 1960er. Wir haben vor, dich und Jennifer bald im Jahr 2011 zu besuchen. Mich und Jennifer? 2011? Ups, vergiss, was ich gesagt habe.
Ja, der Einzige, der hier wirklich mal das Zeitraum-Continuum total aus den Fugen geraten lässt, ist wieder mal der gute alte Doc. Mann, nee. Da frage ich mich doch glatt, wo waren die überhaupt schon überall in Zukunft und so, weil wenn Clever schon vom College von 2020 spricht, ja, Halleluja. Ohren steif halten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Marty. Nö, bei deinen Schlabberohren garantiert nicht, aber gut. Gerichtsgebäude. Gerichtsgebäude? Nächste Frage. Wo ist das Gerichtsgebäude? Wow! Alter, pass mal ein bisschen auf! Dämliche Sonntagsfahrer. Marty, wird's bitte mal. Dankeschön. Gericht, Gericht, Gericht. Gericht, 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 Gericht. Wir können zuerst mal noch kurz Eini besuchen, nicht wahr? Eini. Einstein. Wo bist du, Kleiner? Ah, da ist er ja. Mann, die Steuerung, ey. Wie geht's, Eini? Wow. War ja ein super Gespräch, ey. Eini ist kommunikativ wie eh und je. Wuff, wuff. Ja, für Hörgeschädigte. Wuff, wuff. Tja, komme ich jetzt da so einfach rein? Fassen Sie das nicht an. Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Paps, ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc, schön Sie zu sehen. Ich bin Michael, Corleone. Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Mit dem Kehrwert von H natürlich Das ist also der junge Brown, beziehungsweise der junge Doc. Und er hat gerade gesagt, Richter Brown klingt für mich so, als wäre sein Vater hier der Richter. Oh mein Gott. Das muss wohl ein spießiges Leben sein, wa? Wenn der eigene Vater ein Richter ist. Wo ist der jetzt hin? Hallo? Ah, da! Bleib stehen, Doc! Doc! Bleibst mal stehen, Alter! Wasser zu erhalten, wenn die Beschleunigung und die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit verringert wird. Bleib stehen, Hör zu, Mann! Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Ja, das erklärt, wieso wir in... Moment mal, was? 86, oder? Genau, da kommen wir doch her aus dem Jahr 86, wieso wir der einzige Freund vom Doc sind. Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Paps, ich meine Richter Brown, auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das. Ja, spießig wie eh und je, obwohl also seine zukünftige Variante gefällt mir um einiges besser. Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Ja, klingt wie auswendig gelernt. Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Paps manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Oh mein Gott. Sag mal, sind Richterväter heute auch noch so? Na dann Halleluja. Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Räder der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Paps um. Oh Mann, ey. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Ja, was du nicht sagst, also, ja. Der spricht nicht gerade sehr liebevoll von seinem alten Papa, wa?
Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Ah, langsam. Du bleibst hier, Alter! Verdammt! Ja. Langsam aber sicher gibt das Ganze einen Sinn, Freunde. Denn so wie es scheint, hat sein alter Herr was dagegen, dass der Doc einer Finder Warte einen wird. Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Ja, komm, ich hab auch zu tun, ich muss hier eine Aufnahme machen und so. Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Informationen herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Das wird nicht so einfach wie erwartet, wa? Der Reibungskoeffizient konstant. Mann, bleib mal stehen, ey, ich will die Aufnahme beenden. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Ja, Déjà-vu, aber immerhin bleibt mal stehen, wa? Leute, wie es weitergeht im nächsten Part, das wird noch eine lange Diskussion, fürchte ich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.